Ich habe mir überlegt, was könnte ich machen, was etwas Neues wäre. Etwas mega Innovatives, etwas komplett Neues. Etwas, das unser Leben komplett umstellen würde. Und darum bin ich auf die Idee gekommen, 20 Fakten zu machen, die ihr vermutlich noch nicht von mir wisst. Weil das ja sonst noch niemand gemacht hat auf YouTube. Ich bin neuerdings 15. Toll, jetzt darf ich legal 40 Stunden in der Woche arbeiten. Yay! Ich bin in meinem 3. Gimmi-Jahr. Oder in Deutschland in meinem 9. Schuljahr, falls euch das interessiert. Ich wohne an der... Ihr habt nicht etwa gedacht, dass ich das würde sagen, oder? Ich mache seit etwa 8 Jahren Karate. Warte, ich habe noch den Gurt. Da, ich bin mittlerweile beim braunen Gurt. Jo, das sieht mega grusig aus. Ja, genau, ich habe den braunen Gurt. Also so, für die nicht wissen, wie es im Karate läuft, das ist so der zweithöchste Gurt im Sinne von der Farbe, bevor dann der Schwarz kommt. Der Schwarz ist halt so krasse. Ja, dort bin ich nicht. Ich liebe Kaktus. Für die das bis jetzt noch nicht gemerkt haben in meinen Videos. Jetzt wissen das. Ich habe so einen Spleen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich kann es nicht haben, wenn die Schuhe nicht so schön parallel nebeneinander sind. Sie müssen für mich immer parallel nebeneinander sein, weil sonst, keine Ahnung, ich flippe einfach aus. Ich muss die wirklich so richten, damit es endlich gut ist, weil sonst, ja. Ich spiele seit etwa 8 Jahren akustische Gitarre. Und seit etwa 4 Jahren elektrische Gitarre. Das tut halt einfach nicht. Und ich frage euch sicher, wieso dass ich das nicht als einen Punkt zusammen da habe. I don't know. Früher, als ich ein Kind war, habe ich amigs immer so mit meinen Plüschtierchen Kinski gespielt. Ich bin dann so in einem Kreis gehockt mit all meinen Plüschtierchen und habe so den Lehrer gespielt und habe ihnen so Aufgaben gegeben die ganze Zeit. Also versucht einfach das zu zeichnen, was euch gerade in den Kopf kommt. Okay? Ja, sehr schön, Berli. Also man erkennt das so richtig, dass es so Sonne ist, glaube ich. Okay, ich glaube, das wäre es heute auch schon gewesen mit dieser Lektion. Ihr könnt jetzt alle heimgehen und dann sehen wir uns morgen. Also außer das mit dem Weglaufen, das habe ich amigs nicht gemacht. Glaub's. Ich liebe Pullis. Ich glaube, das sieht man auch an der Anzahl von Pullis, die ich habe. Das ist mega viel. Es ist überhaupt nicht wert, die jetzt rauszunehmen für so 2 Sekunden, um es zu zeigen. Nein, Scheiße. Geht zurück, Kopf. Ja, ich liebe Pullis. Ich habe so etwas, das ist so, jedes Mal, wenn die Sonne mich von einem bestimmten Winkel trifft, muss ich einfach niessen. Ich weiss nicht wieso, ich weiss nicht wann das passiert, es passiert einfach und ich merke so 2 Sekunden vorher so, jetzt passiert es dann, weil ich so merke, die Sonne ist genau in dem Punkt, wo sie mich so richtig nervt. Und ja, dann muss ich halt einfach niessen. Keine Ahnung wieso. Mein Lieblingssänger ist der Bruno Mars. Das kann man vielleicht erkennen an dem da oder an dem da. Oder halt am Fakt, dass jedes zweite Lied in meiner Spotify-Playlist eins von Bruno Mars ist, aber hey, ich bin überhaupt kein Partymensch. Ist halt wirklich so, wenn irgendwie so alle gehen tanzen oder sich halt so zu der Musik bewegen, bin ich so der Idiot, der so im Ecke hockt und nicht weiss, was machen. Ist halt auch schon vorgekommen, dass das genau so passiert ist, aber ich bin extrem schüch. Ich habe mich zwar extrem verbessert in den letzten paar Jahren, aber ich bin immer noch so, ich weiss manchmal einfach nicht, was sagen. Oder einfach generell, ich weiss nicht, wie ich auf Leute zugehen zum Teil. Mit manchen Menschen funktioniert es halt komplett, also zum Beispiel mit dem Christian kann ich halt irgendeinen Scheissdreck sagen und es juckt ihn nicht. Aber zum Beispiel vor allem so beim Mädchen bin ich so der, manchmal habe ich einfach so die Phase, ich weiss nicht, was sagen. Und ich weiss nicht, wie ich es soll sagen. Bei anderen ist es dann halt so, dass sie irgendwie so etwas Dummes sagen, wie keine Ahnung, ich finde den Körper mega geil. Und ich wäre halt einfach der, der einfach nichts würde sagen und würde dort stehen. Ich glaube, das erklärt auch ein bisschen den Grund, wieso ich kein Partymensch bin. Früher als Kind, als ich halt am Abend so ins Zimmer gekommen bin, um halt ins Bett zu gehen, bin ich so an die Tür angestanden, habe mich so richtig parat gemacht, als ob ich jetzt einen Marathon rennen würde, habe das Licht ausgeschaltet und bin einfach losgesäckelt zum Nachttischli und habe versucht, so schnell wie möglich das Licht anzuschalten. Und das alles halt einfach, weil ich Angst hatte, dass so hinter mir jemand so im Dunkeln ist, der mich verfolgen würde. Und dann bin ich halt einfach so richtig gesäckelt. Und das Gleiche halt noch beim Keller. Aber der Keller ist nochmal eine komplett andere Liga. Ich habe mal Breakdance gemacht. Für komplette 2 Tage. Ich habe mal ein Jahr oder so Zauberei und so mit Kärtchen rumtricksen versucht zu üben. Also eben, ich habe halt das meiste verlernt, aber ich habe halt noch so Sachen, wo man so Karten muss mischen und dann halt so schaffeln. Hat jetzt nicht geil ausgesehen. Oder halt so Sachen, wo man Karten spinnt. Oh shit. Oder halt so Boomerang-Sachen, ich weiss nicht, ob ich so kann. Oh, ich habe zwar irgendwie 20 Versuche gebraucht, um das zu schaffen, aber und so der einzige Trick, den ich so wirklich aktiv immer wieder mache, ist eigentlich so, dass ich so eine Münze halt verschwinden lasse.
Hat sicher scheiße ausgesehen. Früher als Kind, immer wenn ich im Badzimmer war und Zähne geputzt habe, habe ich immer so den Vorhang von der Dusche so aufgerissen, weil ich immer gemeint habe, es steht so jemand dahinter und wartet so auf mich. Und dann bin ich so am Abend so in mein Zimmer gelaufen und das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich halt so gerannt bin wegen dem Licht, dann bin ich so runtergehauen und habe so unter mein Bett geschaut, ob dann nicht irgend so eine Bombe oder irgend so ein Räuber ist, der auf mich wartet und halt so, wenn ich am Schlafen bin, halt so vorkommt und irgendetwas mit mir machen will. Weiss nicht wieso. Keine Ahnung, wieso, dass ich so verstörte Gedanken hatte als Kind, aber ja, egal. Fakt 11 hat es unten recht ganz eine kleine Message gehabt, wo wenn man ganz langsam schaut und das analysiert, sieht, was dort steht. Yay! Einfach mal das schlechteste Outro, das ich bis jetzt gemacht habe. Was zum Teufel. Aber ja, das wäre es eigentlich auch schon gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen rauf da. Es würde mich sehr freuen. Das Video war irgendwie voll lustig zum Filmen, weil man kann sich halt so alles zusammenwürfeln, was man so in ein Video reintun und einfach so 20 Fakten darüber machen, was mega lustig ist. Es erinnert mich irgendwie ein bisschen an das M-Greg-Video. Und apropos M-Greg-Video, perfekte Überleitung. Es ist wieder Zeit für ein neues M-Greg-Video, darum lasst doch alle eure Fragen da unten in den Kommentaren. Es kann irgendetwas sein, von lustig zu unterhaltsam zu ernst, einfach das, was euch gerade im Kopf ist. Und ihr könnt mir auch auf Instagram jederzeit unter einem Bild oder vielleicht auch per Direktnachricht, was euch lieber ist, einfach irgendeine Frage schreiben. Aber ja, dann würde ich auch schon sagen, wäre es das mit dem Video und ich sehe euch nächstes Mal. Tschüss! Bin ich der Einzige, der so im Keller so das Licht ausgeschaltet hat und einfach so gesäckelt ist, weil er mega Angst hatte?